5, 4, 3, 2, 1. Hat es irgendjemand gemacht? Auch wenn es nur irgendjemand hat gemacht in der Zeit, wo der erste Podcast rausgekommen ist, habe ich Freude. Also, 5, 4, 3, 2, 1. Und meine erste Podcast-Folge war veröffentlicht. Und dann ist es nicht 5 Sekunden gegangen und der Babbage in meinem Kopf hat angefangen. So richtig. Ihr kennt es sicher auch, wenn man vom einen Ort zum anderen läuft und er so im Film ist, dass man gar nicht mehr schnallt, wie ist man jetzt dort hergekommen und geschweige denn, wieso ist man dort hergegangen. Ungefähr so, wie wenn die Eltern früher haben gesagt haben, hol doch schnell zum Znacht, im Keller. Und dann bist du aus Gof in den Keller runtergespeedet und dann warst du unten und hast nicht mehr gewusst, was du holen wolltest. Und dann bist du wieder so schnell raufgespeedet, weil du ja Angst hattest, es säckelt dir jemand hinten nachher, dass du noch viel verwirrter bist. Und dann mussten die Eltern noch mal fragen, du, was hätte ich nicht mehr holen sollen in den Keller runter? Den nächsten Klarheitsmoment hatte ich, wo jemand gefragt hat, du, wie lange willst du noch auf diesem kalten Küchenboden rumliegen? Und erst dann habe ich gecheckt, dass ich auch seit einer halben Ewigkeit einfach am Boden liege und wirklich einfach Tilly anschauen. Und dann habe ich das noch ein paar weitere Minuten gemacht. Vielleicht war es so eine Stunde. Irgendwann bin ich dann aufgestanden, an den Tisch gehöckelt und dann habe ich erzählt. Ich habe erzählt, was ich gemacht habe und was ich vorhatte und was ich noch vorhabe. Dann ist der Punkt gekommen, wo die Zweifel angefangen haben. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Einfach all die grundlegenden Fragen, die man sich halt fragt, wenn man etwas macht. Die Situation ist dann irgendwann eskaliert worden und ich konnte ohne Zweifel ins Bett können. Am Morgen, als ich aufgestanden bin, schwupps, Sally, da bin ich wieder, Zweifel wieder vorgekommen. Und ich frage mich, woher kommt das Ganze? Wieso zweifeln wir Menschen die ganze Zeit? Also, natürlich, das sind Millisekunden, wo das in unserem Kopf abgeht, die ganzen Zweifel. Aber sie sind da. In diesem Podcast heute geht es darum, wieso das Zweifeln ohnmächtig und mächtig zugleich machen. Zweifel sind für mich der Zustand von Unterschieden. Wir entscheiden uns täglich x-mal für oder gegen etwas. Wir machen die Rechnung unbewusst, die Zweifelsrechnung. Und Zweifel entstehen dann, wenn Situation 1 andere Inhalte haben wie Situation 2. Also wenn die sogar unterschiedlich sind. Unsere Aufgabe ist nachher, eine sinnvolle Lösung zu finden. Das können wir am besten machen, wenn Situation 1 und Situation 2 in die gleiche Richtung gehen. Aber wenn die eben unterschiedlich sind, dann fangen wir an zu zweifeln, weil wir nicht wissen, was machen. Was ich festgestellt habe, ist, dass Zweifeln menschlich ist. Das hat mir sehr geholfen, Zweifel auch einen Raum zu geben in meinem Leben. Dass das okay ist, dass wenn Menschen zweifeln. Weil, ganz ehrlich, das hat einfach jeder, das gehört dazu. Das ist schon evolutionstheoretisch einfach sinnvoll, dass Leute zweifeln können, um ihren Alltag zu bewältigen, um Risiken gegenüber einander abzuwägen und auch einen sinnvollen Entscheid zu treffen. Es gibt natürlich auch Schattenseiten vom Zweifeln. Es hindert uns sehr oft zum Machen. Zweifel die kommen grundsätzlich in jeder Lebenssituation vor. Besonders dann, wenn wir halt etwas probieren, was neu ist für uns. Wir haben dann keine Erfahrungswerte. Absolut keinen Plan, was könnte passieren oder was wird sein. Wir haben schlicht und weg keinen Orientierungsplan in unserem Kopf, was in dieser Situation passiert. Das hindert uns oftmals am Machen, das ganze Zweifeln. Und Zweifeln ist einfach etwas, es ist scheisse und es nützt nichts. Es hindert uns daran. Sich Zweifel machen für die Zukunft, für etwas, was noch gar nicht ist, hast du jetzt einfach gesagt. Aber wieso? Es ist ja alles so ungewiss. Wieso sollten wir über etwas, das wir erstens mal nicht gross beeinflussen können,
zweitens mal nicht jetzt passiert. Wieso sollten wir uns jetzt mit dem beschäftigen? Ich rede nicht von Zukunftsplänen. Ich finde, das ist etwas ganz Relevantes und etwas anderes. Sich Gedanken um die Zukunft machen und das Glück in die eigene Hand nehmen. Aber Zweifel, die einem davon abhalten, etwas zu machen, wo man sowieso weiss, man wird es machen, die sind einfach hinderlich und die nützen nichts. Und darum scheiss auf die Angst, weil niemand weiss, wie es geht. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen akzeptieren, dass Zweifel einfach in jeder Lebenssituation auftreten können und dass wir einfach einen sinnvollen Umgang mit den Zweifeln probieren zu erlernen, wenn es uns auch wichtig ist. Wenn wir natürlich keine Mühe haben mit Zweifeln, dann ja, don't be, mach nichts. Dann musst du nicht damit lernen umgehen. Ich aus meiner Sicht finde es immer hilfreich, wenn man Zweifel beiseite legen kann und dort weiterfahren oder das zu machen, was man ja auch will. Ja, Zweifel, habe ich schon gesagt, sind oftmals unbewusst und sie machen auf eine Art ein bisschen betrunken. Das ist genau der Moment, den ich vorher gesagt habe, wo man dann wie benebelt durch die Welt läuft, wenn man sich nicht entscheiden kann. In diesen Situationen finde ich Zweifel etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Überlegtes, braucht einfach auch seinen Platz. In den meisten Fällen bei mir ist Zweifel jedoch nicht angebracht. Ich zweifle vor allem in 2 Situationen. Wenn ich etwas mache und wenn ich etwas nicht mache. So einfach. Also grundsätzlich würde in jeder Lebenssituation und in jedem Lebensalter sehr viel Raum für Zweifel stehen. Jetzt, wenn ich etwas mache, wieso zweifle ich denn? Weil ich mir schon Gedanken mache um die Zukunft. Ich tue mir schon die Szenarien ausmalen, die passieren könnten. Also, was passiert jetzt? Wo führt es mich her? Was passiert mit dieser Situation? Oder, was habe ich jetzt gerade gemacht? Vielleicht zweifeln, wieso dass man etwas gemacht hat. Diese Art von Zweifeln finde ich harmlos im Gegensatz zu Zweifeln, die aufkommen bei den hypothetischen Fragen. Wenn ich etwas eben nicht gemacht habe. Die «Was wäre wenn?» Fragen. Wir kennen sie sicher alle. Was wäre, wenn ich in dieser Situation dann zumal anders reagiert hätte? Wenn ich etwas anderes gesagt hätte zu einer Person, mich für einen anderen Weg im Leben entschieden hätte? Was wäre, wenn Fragen sind die uns nachher schwer fallen zu gehen. Und dann kommen Zweifel. Was wäre, wenn ich die Person dann ansprechen hätte, gesagt, was für eine schöne Person das ist. Oder wenn ich dann dem Chef hätte gesagt, schaut, im Fall für mich passt das hier nicht mehr, ich gehe jetzt. Dann wäre ich vielleicht nicht auf dem Job bleiben hocken, wo ich jetzt so unglücklich bin. Oder wenn ich vielleicht den Chefposten dann zumal angenommen hätte und meine Ideen nachher hätte ich verwirklichen in diesem Setting und neue Herausforderungen hätte angenommen. Oder mich einfach mal für eine Reise entschieden hätte. Und dann wäre ich einfach gegangen. Und dann hätten wir nicht die Frage von, was wäre wenn. Und ich muss mich an eine Situation erinnern, wo ich lange Zeit auf dem Meer segeln und um mich herum hatte es einfach nur Wasser gehabt. Und ich habe tagelang nichts anderes gesehen als Wasser. Ich bin in diesem Nussschäli mit ein bisschen Stoff einfach über das Meer gesegelt. Und auf dem Meer hat man extrem viel Zeit für Gedanken und für das Denken, weil halt ausser die Luft, die Sonne, Wasser und Natur ist dort nicht viel anderes rum. Ab und zu kommt wieder ein Fisch oder so, aber sonst ist dort nicht viel. Ausser halt einfach Zeit zum Denken. Dort auf dem Schiff hatte ich dann ein schönes Gespräch. Die Person hat mir dann gesagt, es gibt 3 Sachen im Leben, die du nicht ändern kannst. Das ist einerseits der abgeschossene Pfeil, andererseits das gesprochene Wort. Und das 3. und letzte, was die Person zu mir hat gesagt hat, ist mir der Marco Knochen. Es ist nämlich die verpasste Gelegenheit. Und es sind dann genau diese Situationen im Leben, die einfach anschiessen. Die wir dann mit uns mitschleifen, die verpassten Gelegenheiten.
Dort sind Zweifel alle hinderlich, aus meiner Sicht, wenn man eine Gelegenheit verpasst hat. Oder wenn man das Gefühl hat, eine Gelegenheit zu verpassen. Dann fängt Zweifel nachher an. Ich habe erst eine Studie gefunden von den Staaten. Fragt mich nicht wie. Ich habe sie gefunden und dort habe ich nachher gelesen, was Leute an ihrem Sterbebett am meisten bereuen. Respektive, was sie sich hätten gewünscht. Und einer davon war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ein zweiter war, ich wünschte, ich hätte Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Der dritte ist, ich wünschte, ich hätte mir selber glücklicher sein. Ein weiterer war, ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt, mein wahres Ich auszudrücken. Und der letzte ist, ich wünschte, ich hätte mein Leben so gelebt, wie ich es mir vorgeträumt und nicht, was andere von mir erwarten. Und bei jedem Punkt sehe ich für mich ganz, ganz, ganz viel Zweifel. Und ich möchte nicht die Person sein, die irgendwann etwas bereut, weil sie sich von Zweifeln hat in den Band ziehen und sich nachher gegen oder für etwas entschieden hat, das ich ja schon so lange machen wollte. Ich habe jetzt für mich ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir helfen, wenn Zweifel aufkommen, das Ganze ein bisschen neutraler anzuschauen. Dass mich nicht von meinem Weg abhaltet. Ich stelle mir das immer so vor, wie ein Surfbrett. Falls jemand surfen, weiss man legt auf sein Brett, man paddelt ewig lang raus und irgendwann ist man dann hinter den Wellen und schaut zu, wie die Wellen vorbeigehen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du siehst, jetzt kommt eine Welle, die ich nehmen will. Und dann fängst du an paddeln. Und manchmal verwirrst du sie und manchmal saufst du einfach nur ab und es schiesst an und du wirst die ganze Zeit wieder vom nächsten Set gering gepratscht und es schiesst einfach nur an, weil einfach, du hast keine Chance gegen all das Wasser, das kommt. Und dann hast du dein Surfbrett, das dich in den schlimmsten Situationen, in der Eskalation von dieser ganzen Naturgewalt, wo du dich einfach dran festhalten kannst. Genau die Hilfestellungen, die Strategien helfen mir beim Surfen wieder zurück auf mein Brett zu kommen. Und mich nachher einfach, wenn ich nicht mehr mag, zu treiben. So, vom Wasser treiben. Das Erste, was ich euch sagen will, wenn Zweifel kommen, scheiss drauf. Das Egal-Prinzip ist mir egal. Die Zweifel sollen kommen, ich scheisse drauf. Lass es passieren. Sie sind jetzt einfach da. Das Zweite, was ich sagen kann, ist, das mit den verpassten Gelegenheiten. Mach es, bevor das Gelegenheiten verpasst sind. Und dann gibt es den Moment, wo Zweifel kommen und sie gehen einfach nicht mehr. Sie sind einfach nur noch da. Und dann hat mir eine Kollegin gesagt, hey, lenk dich ab. Wenn du etwas hast, das dich ablenkt, mach das. Geh Velo fahren, geh Sport machen, zeichne etwas. Lenk dich ab, sie gehen dann irgendwann wieder. Und was ich für mich als sehr hilfreich konnte bewerten beim Zweifeln, ist der Realitätscheck. Und das habe ich dann auch gemacht, weil eine gute Kollegin von mir das empfohlen hat. Schreib deine Zweifel auf. Nimm ein A4-Blatt, nimm irgendetwas, schreib deine Zweifel auf. Ich habe Angst, dass es schiesst mich an, dass es könnte sein, dass Fähigkeiten, die ich nicht habe, Ideen, die ich nicht umsetzen kann. Schreib alles auf eine Liste auf. Und dann tust du die Liste mal fort. Und vielleicht nimmst du es am nächsten Tag wieder vor. Und dann schaust du an, was steht da drauf und was ist eigentlich mein Ziel. Und dann schaust du, sind die Gedanken auf diesem Blatt hier fördernd für mein Ziel. Und wenn nicht, streichst du sie durch. Und oftmals, so geht es mir, sehe ich dann ganz viele von meinen Zweifeln, hey, absolut, die machen einfach kein Rennen, wenn es um die Verwirklichung
Verwirklichung von meinen Ansichten geht. Die kann ich einfach gerade durchstreichen. Und dann ist es so wie, der Zweifel hat gar keine Berechtigung, hier zu sein. Also der Realitätscheck finde ich immer ziemlich hilfreich. Was mir auch hilft beim Zweifeln, vor allem beim Gedankenkreisen. Wer kennt es nicht? Die Gedanken, die ständig immer wieder kommen. Kaum machst du etwas, kommt der Gedanke wieder, unterbricht dich bei dem, was du machst. Und genau diese Gedanken, ich glaube, die wollen eine Lösung. Die wollen fertig gedacht werden. Die haben ja das Recht, fertig gedacht zu werden. Weil der Gedankenteufelskreis, der fängt immer wieder von vorne an. Und unser Hirn ist gerne beschäftigt. Es denkt gern, es denkt viel. Und es denkt vor allem viel verschiedene Sachen. Und Sachen, die du als wichtig beurteilst, die kommen immer wieder. Und genau diese Gedanken haben es verdient, fertig zu gedacht werden. Also, du hast jetzt vielleicht irgendein Problem. Du hast schon ganz manchmal jedes Szenario durchgedacht. Und jetzt pick für dich das Szenario raus, das für dich am meisten stimmt. Und dann schreibst du es auf. Und das ist die Lösung von deinem Gedanken. Und dann musst du den Gedanken, wenn er nochmal kommt, nicht mehr denken, weil du hast die Lösung schon. Du hast das alles schon mal durchgecatcht, du hast schon so viel Zeit investiert in den Gedanken und du bist zu einer Lösung gekommen. Und dann schreibst du sie auf und das ist dann die Lösung für die Gedanken. Und es kann sein, dass ein Gedanke im ersten Moment keine Lösung findet. Klar, dann ist es wichtig, dass du weiterdenkst und nach einer Lösung suchst. Und hier ist etwas, was mir wirklich sehr hilft. Manchmal schafft man Sachen, nein, nicht manchmal. Ich bin viel besser in einem Team, wo ich weiss, die Leute unterstützen mich. Hol dir Hilfe, bei einem Gedanken fertig zu denken von Leuten, die dir wichtig sind. Sie können dich unterstützen, sie kennen dich ein bisschen. Sie öffnen neue Perspektiven. Such dir einfach Leute raus, die dir gut tun. Beim Fertigdenken von wichtigen Gedanken. Und das motiviert dann auch wieder und das regt zum Machen an. Denk Gedanken fertig, schreib es dir auf und mach es nachher auch. Also gut, dann hast du dich dann entschieden, etwas zu machen. Oder du bist bereits in diesem Prozess vom Machen. Kann auch gut sein, dass du am Ende bist vom Machen. Und dann wirst du vom Leben so richtig in den Ring geklebt. Und tada, alle Zweifel, die du auf die Seite gelegt hast, sind wieder da, plus neue Zweifel. Das ist völlig okay. Die Rückfälle, die gibt es, die gehören dazu. Die kommen immer und immer wieder. Die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Und ich habe jetzt vorhin von Strategien erzählt, die mir helfen, wenn ich am Zweifeln bin. Und die wichtigste habe ich einfach noch vorenthalten. Weil es schwierig ist, über so eine Fähigkeit zu reden. Weil viele Leute nennen das anders, haben das verloren, haben es wieder erworben, können nicht darauf gehen. Ich weiss nicht, was es ist. Ich nenne es Bauchgefühl. Oder auf den Körper hören. Unser Körper ist so ein intelligenter Keib. Der sagt uns in Situationen, wo unser rationales Denken anderer Meinung ist, sagt unser Körper, hey, im Fall, halt an, schnuff mal durch, mach mal eine Pause. Ich glaube, wir müssen das jetzt einmal zusammen anschauen. Er sagt uns in Momenten, wo es für uns schwierig ist, was wir eigentlich sollten, möchten oder wollen machen. Wir kennen es doch alle. Dann haben wir Stress, weil eine Situation sich als nicht bewältigbar anfühlt. Und dann haben wir Kopfweh, Bauchweh, mögen nicht essen, Verdauungsprobleme, wir haben Rückenweh oder Schlaflosigkeit, wir sind gereizt. Das sind all die Symptome, die unser Körper uns mitteilt. Am anderen Teil vom Körper. Das Geist, Seele, Psyche, wie man es auch immer nennt, die Energie, die herum ist, sagt, hey, Bruder, ich glaube,
du brauchst jetzt eine Pause und wir müssen das zusammen lösen. Oftmals ist es schwierig für Leute auf den Bauch zu hören, weil sie es wie verlernt haben. Aber das Schöne am Verlernen ist ja eben, wie gesagt, mit dieser Neuroplastizität, dass man sich alles wieder aneignen kann. Man muss es einfach wiederholen. Ich wollte etwas sagen. Ah ja, genau. Das Bauchgefühl. Das ist so etwas Cooles, das sagt uns, wenn wir in Gefahrensituationen sind. Aber es sagt uns einfach auch, wenn wir etwas machen sollen. Es hat auch völlig den anderen Aspekt. Das ist jetzt weder positiv noch negativ. Man muss ja das nicht immer benennen, man muss dem nicht immer ein Wort geben. Aber das Gefühl vom Achterbahnfahren oder Schmetterlinge im Bauch, das ist nicht einfach so veranschaulicht worden mit schönen Sachen, weil es einfach auch manchmal in uns das Gefühl gibt vom «Ja, und jetzt mache ich es, und jetzt gehe ich an die ganze Sache her und mache das mit so viel Engagement. Das fühlt sich richtig an. Und wir können so viel von diesen Empfindungen profitieren, wenn wir sie einfach auch nur zulassen. Das möchte ich eigentlich mit dem Zweifeln auch noch sagen. Es gibt gute Zweifel und schlechte Zweifel, wie auch immer wir das benennen. Aber können wir bitte einfach mal alle ein bisschen auf uns hören und einfach das mal machen, wo wir finden, ich habe jetzt Lust drauf. Und das ganze Zweifel ein bisschen beiseite tun und einfach machen. Und Spass daran haben und Freude daran haben. Wunderbar hörst du dir das heute an. Und wenn du das nächste Mal so ein bisschen durch das Leben spazierst und du merkst, du fängst an zu zweifeln, halt kurz an. Mach gar nicht viel mehr. Mach es dir einfach bewusst, dass du am Zweifeln bist. Und dann machst du genau das, was du machen wolltest. Einfach weiter. Einfach machen. 5, 4, 3, 2, 1. Mach's einfach. Schön hast du zugelassen. Habt ihr Sorge und bis gleich.